Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Da guckt, die Dominator, gekommen, um euch zu dominieren. So in etwa. Ja, haben wir das letzte Mal, ja, so mehr oder weniger vollständigt. Also so ein bisschen hübsch gemacht. Das mal haben wir mit vollen Magazinen, dass ich das nicht währenddessen laden muss. Und ich habe jetzt da festgestellt, dass das nicht richtig geht, also zumindest mit dem Magazin nicht richtig geht, weil das Schieberle nicht so richtig rein will. Ja, macht euch da einen rein draus. Und das habe ich jetzt schon tauscht, das Schieberle. Das ist die zwei Teile habe ich schon tauscht. Habe ich das Schreibblech rausgeholt. Und ich glaube, ja, also anguckt, was seht ihr? Das ist nur fast gleich. Was seht ihr? Die Achse ist da ein bisschen weiter oben. Das ist gerade so viel, dass es mir auf den ersten Blick nicht aufgefallen ist. Aber es ist genug, dass das wahrscheinlich ein bisschen weiter vorkommt wie das andere. Und ich habe das mal auch schon getestet. Also das geht jetzt ein bisschen besser. Das ist noch nicht ganz ideal. Aber der Rest haben wir. Ich habe noch eine weitere Variante. Da habe ich das Langloch auch ein bisschen verlängert. Bei dem Ding, das jetzt drin ist. Also nicht, deswegen haben wir das da auf dem Tisch. Aber das ist ziemlich original. Das habe ich glaube noch das Streif modelliert. So in etwa. Das ist ziemlich nah dran. Ja. Daher aber ja, hab's mal geändert, weil dann können wir nämlich noch ein bisschen länger rein machen. Und dann dürft's hoffentlich reibungslos laufen. Aber jetzt machen wir mal Demonstration, bevor ich da eine ewig laber. Naja, gelegentlich hängt's noch ein bisschen. Das seht ihr. Das ist gelegentlich, aber hab gesehen, das war das letzte Mal schon noch nicht so gut. Ja, okay. Das war jetzt. Es kann es sein, dass das. Nee, das hat schon reingedrückt. Ja. Ja. Das Pfeile da drin. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Es. Oh. Da ist wieder so spitzenlose Pfeile. Das ist dann ganz praktisch, wenn ich meine kleinen Dark-Pfeile mit schwarzer Spitze machen will, weil die Spitze ist da vorne irgendwo drin. Da liegt sehr gut. Das. Aufräumen ein bisschen. So. Ja. Also das geht zumindest mal. Ich meine, das war beim letzten Mal schlechter. Wollen wir die gleich wieder rein? Ja, innerer Monk will, dass es ordentlich ist. Und dann habe ich zum Schluss noch für da vorne was. Verkleidung. Also das ist jetzt schon eine ganze Ecke besser. Und ich hoffe jetzt, man das da einbaut. Das seht ihr. Das ist eine ganze Ecke weiter oben. Und können wir mal vergleichen zu dem, auch zum Serie ist eine Ecke weiter oben. Überall das Fett und die schwarze Krümele. Also das bauen wir noch ein. Dann gucken wir mal, ob es dann so geht, wie ich es haben möchte. Und nicht bloß so ein bisschen, sondern so richtig. Sagen wir, Kosmetik, ich hätte es gesagt, Kosmetik auf Zeit, aber Magazin ist jetzt keine Kosmetik. Ja. Jetzt bin ich mal, ich will es bis einfach. Das will ich erledigt haben. Lipo noch raus. Seht ihr, wie das alles aussieht. Ja. Das ist hier 12,2 Volt. Und es sind jetzt umdrehte 12,2 Volt, weil es am Kopf ist, aber ich denke, das kann man gut genug ablesen. Wobei wir da bei der Swordfish beim letzten Video gesehen haben, als ich das Video geguckt habe, das sieht man gar nicht so richtig im Video. In echt sieht man das recht scharf, aber im Video ist das durch das doppelseitige Klebeband und durch das etwas trübe klare Gehäuse. Das in Kombination und plötzlich sieht man es dann im Video nicht mehr. Das hat mich auch überrascht, als ich es geschnitten habe. Ja gut,
Ich würde sagen, mach das Ding mal auf. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, der offen ist, zerlegt ist. Jetzt gucken wir mal. Das ist das andere Teil. Das ist eine ganze Ecke Gräser. Das tut dann hoffentlich räuchern. Wenn nicht, müssen wir noch gucken, ob es nicht doch. Weil das. Wobei, das ist schon seltsam, dass das dann. Vielleicht muss ich das doch noch das Bräute vorne machen. Oh, das wäre mit so viel Stützstruktur verbunden. Keine Lust. Ich sag's euch, wie es ist, keine Lust. Die ganze Stützstruktur zu entfernen, wenn sie es vermeiden lässt. Weil das ist halt. Ja, Stützstruktur ist immer was Ekelhaftes. Also das ist das Neue. Was seht ihr auch mal. Das Langloch habe ich halt ein bisschen länger gemacht. Dass das einfach besser nach vorne und dahinter geht. Jetzt gucken wir mal. Legen wir das einmal rein. Das duftet. Okay, da sind wir am Anschlag. Und da sind wir auch ziemlich am Anschlag vom Langloch. Das heißt, ach, das geht noch ein bisschen zurück. Das war's dann. Okay. Sollen wir das Magazin doch mal her? Ja, komm schon. Ja, nein. So. Jetzt gucken wir uns das mal im offenen Zustand an. Okay. Das heißt, da sind wir jetzt ziemlich am Ende. Ich meine, das habe ich das letzte Mal so flapsig gesagt, dass da das Sportfisch nicht arg viel Unterschied ist, aber ja, das sind andere Schwungrädler, das ist ein anderes Magazin. Da ist schon ein bisschen was geändert. Also vor allem die Schwungrädler könnte halt schon sein. Also das ist andere Schwungrädler und ein anderer Käfig, also dass die so schräg gestellt sind, das hat meist Sportfisch zumindest nicht. Dann durfte das jetzt und die Schwungrädler sind halt anders. Das kann sein, dass die einen schlechteren Grip haben. Dass das bei der Swordfish dann einfach ja ein bisschen besser ist. Ha. Der da noch ein bisschen. Der da noch ein bisschen gegangen. Da seht ihr, da wäre noch Luft noch weiter. Aber das geht nicht, weil der Taster dahinter ist. Der Taster. Wahrscheinlich ist einfach das Teil ein bisschen abzusägen und da eine Ecke rauszumachen. Das wird auch zeigen. Ich würde sagen, das mache ich mal. Aber das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Ah, jetzt wird's Tag. Das seht ihr, das geht da hinten bis ganz nach hinten. Und da. Jetzt gucken wir uns jetzt mal genau an. Ja. Da müsste ich da hinten. Weil das erste Mal hängt es an Taste, aber da guckt. Ja. Ja. das Triggerle geht weiter zurück. Deswegen ging das nicht. Eieieiei. Ach, da hätten wir auch drauf kommen können. Das sind manchmal Dinge. Ja. Da dran lag's. Da guckt, da fällt ein bisschen was. Und deswegen geht das Schieberle nicht ganz nach vorne. Weil der Schieberle nach vorne geht, gehen die Pfeile nicht rein. So einfach ist das. Ja, manchmal, ich sag's euch. Manchmal müssen wir da hinten gucken. Was ist das da noch? Jetzt gucken wir mal. Das da dazu führt, dass das jetzt schon ganz nee, das noch.
das überhaupt besser so? Das kürzere wieder nehmen. Das seht ihr, der Spalt ist ziemlich genau das, was da nicht fehlt. Da unter die Aussparung hat schon ein bisschen geholfen, glaube ich. Oder da muss da einfach Ecke weg. Eieiei. Das ist, wenn man denkt, dass die da gleich sind, dann halt nachher doch nicht. Das ist so ganz feine Unterschiede. Eieiei. Das ist, da fehlt ein bisschen was. Können wir mal gucken. Das irgendwie anders ist, wenn wir das Serie-Dinge nehmen. Ja. Oh, na, da ist noch. Okay. Das heißt, wir haben es im Vergleich zum Seriezustand deutlich verbessert. Oder seht ihr? Ah, gut. Ne, so viel. Ja. Ja, gut. Das schiebt es jetzt noch ein bisschen. Und das ist ja in der Realität, wo das nochmal. Oder was heißt in der Realität später, wenn wir das Federle einbaut haben, wir das noch ein bisschen zurückgezogen. Das heißt, das ist dann hier eher in dem Anschlag, der vordere Anschlag. Das ist jetzt, wenn ich das noch mit Schwung mache. Das heißt, da haben wir, was soll das Messmittel Nummer 2 haben. Das liegt aber schön brav im anderen Raum. Haben wir Fingerbräut, ein bisschen weniger. Was haben wir? Packen wir das wieder auf die Seite. Das ist jetzt, ist schon eine Ecke besser, aber ja, da fehlt halt einfach. Fehlt ein bisschen was. Ja gut. Das machen wir jetzt mal hemdsärmlich. Das macht da jetzt eigentlich keinen Unterschied. Das bisschen, was da fällt, ist das bisschen, was da oben fällt. So in etwa. Wir machen das jetzt einfach mal hemdsärmlich. Machen da eine Aussparung rein. Hoffe, dass da Stabilität trotzdem noch gäbe ist. Sonst müssen wir halt das Modell da anpassen. Und ist auch kein Hexenwerk, aber ist halt mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, wie wenn er Medium machen kann. Das, ja, das hätte ich auch vorher blicken können. Ja gut, jetzt mal nicht lang, das mache ich jetzt kurz und dann bis gleich. So, Oderle, gucken wir mal, ob es jetzt geht. Das ist jetzt auch wieder. Aber eigentlich, das war auch wieder so ein Ding. Aber ich mir gedacht, das ist einfacher. Da. Jetzt können wir mal aufs Maximum gucken, ob das geht. Ja, das Ding macht Fäden. So, Oderle. Komm her. Okay, das hängt jetzt da oben. Gehen wir mal auf das mittlere. Der Fehler da an der falschen Stelle gesucht. Ja, faszinierend. Jetzt, alle. Jetzt kann man da bis auf Anschlag. Ja gut, das wird jetzt nachher das Federle zurückgezogen, das habe ich jetzt hier nicht eingebaut. Zack, und da wird es zurückgezogen. Das tut jetzt passen. Ja. Das hätte ich euch empfehlen. Das ist jetzt gerade so, dass nicht das Tasterle nicht auslöst. Seht ihr? Ja, und das musste auch, die Aussparung musste sein, weil sonst wird das jetzt da hängen. Wie wenn ich es gemessen hätte. Er hat ja gesehen, ich habe es nicht gemessen, ich habe es abgeschätzt. Aber tatsächlich da noch auf Anschlag und da auf Anschlag. Ja, aber wirklich, da ist es.
da ist auch auf Anschlag, also da geht jetzt auch nicht mehr viel. Also wie wenn ich fast wie wenn ich es gemerkt. Also ich bin beeindruckt, dass das alles so sauber passt. Und die schwarze Krümel, ich brauche nochmal transparente Pfeile, dass das zum Pflasterle passt. Ja, das habe ich jetzt halt übrig. Ist auch okay. Das kommt ab ins Archiv. Die Schrauben vorne noch, die kann man für anderes Projekt brauchen. Keine Ahnung, die kommt in die Schraubensammlung zurück. So, jetzt bleibt nur noch alles zu tun. Das wird ein bisschen einfetten und zusammenbauen. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Ich glaube, das Fäderle macht doch noch was aus. Da guckt. Jetzt geht es nicht mehr ganz vor. Da am Anschlag. Zieht das Fäderle das noch ein bisschen zurück? Ne, das hat doch vorher so schön geklappt. Da habe ich jetzt das Falsche eingebaut. Ne, das Größere haben wir festgestellt, das hat nicht taugt. Das hat jetzt. Es fehlt jetzt nicht mehr so viel, aber doch noch ein bisschen was. Das ist gerade so, dass man es noch auslösen kann. Ja. Das dürfte jetzt aber doch noch eine Ecke mehr sein. Und das Federle brauchen wir, weil das hat ja beim Original hat es das nicht gescheit zurückgezogen. Da war dann. Ja, das ist, wenn das Magazin drin ist, das hat halt ein bisschen mehr Widerstand, deswegen habe ich da stärkeres Federle eingebaut. Das soll da irgendwie unterhalten, aber naja. Egal. Ich wasche mir jetzt mal die Hände. Dann schrauben wir es mal noch voll zusammen. Bis gleich. So, zusammengebaut ist. Jetzt müssen wir es noch testen. Gucken. Gut. Elektrisch soll es noch gehen. Ja. Ja, sagt der Blaster. Gott noch. Ja. Hört sich ja gewaltig an. Scheiß Blasterle. Mächtig Krach macht's. Dann kümmern wir uns zum Schluss noch Design. Hab dann noch jetzt erstmal Magazin wieder rein. Überall diese Krümel, Krust da. Greift ja meine Softbox an, der Blaster. So, jetzt gucken wir mal. Ja, noch nicht ganz ideal, aber es wird besser. Ja gut, das ist klar, wenn es leer ist, schießt es nicht mehr. Also das ist bis auf den kleinen Verschlucker dazwischen drin. Ist das jetzt gut, der die sagen. Also gut genug für mich. Gut genug, dass wir da Auge dahinter machen können. Und dann können wir uns um die Optik kümmern, weil ich hätte da noch was. Ich habe gedacht, komm. Bloß wegen so Kleinigkeiten ein Video machen. Da machen wir. Vor allem da vorne die Front fehlt. Das hat einfach noch sein müssen. Das muss ich mit doppelseitigem Klebeband noch machen. Aber jetzt sieht das Blasterle gewaltig mächtig aus. Was seht ihr? Ich habe ein bisschen versucht, das Magazin anzupassen. Kann ja mal so. Weil das ist, egal wie es an dir, mache immer Krach mit dem Magazin. Das ist dann, das sind 2 Teile, das ist da die Schräge. So ganz drauf habe ich es nicht, also, das hätte er. Bisschen Spalt. Ganz kleines bisschen Spalt. Aber ich denke, wir überleben das. Und ein bisschen dunkler dürfte das transparent sein, aber es passt dann recht gut zu dem hier. Ich finde jetzt, also mir gefällt er jetzt. Also das Orange hat einfach nicht passt. Das ist, ja, Vorschrift hin oder her, aber Drücker in Orange und sowas. Wenn man so schönes Blasterle hat.
Was seht ihr? 12 Volt. Oh, das hebt recht gut eigentlich. Und dann mache ich ein bisschen doppelseitiges Kleber, oder hat sich das erledigt. Hätte da vielleicht irgendwo vorne oder so Streufel machen sollen zum Kleber, aber ja, halb so wild. Halb so wild. Schön sieht's aus. Und ich würde sagen, ihr habt jetzt Spaß beim Blästern. Und ihr habt Spaß beim Bästler, hoffe ich doch. Fett von überrascht ja. Schlussrede. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bästler. Euer Blastingenieur.